Swiss German Storytime mit dem Thomas. 4 Tipps zum Schweizerdeutsch lernen. Hoi miteinander, wie geht's euch? Ich hoffe gut. In der heutigen Episode möchte ich mit euch kurz ein bisschen darüber reden, wie das man eigentlich Schweizerdeutsch lernen kann. Und ich möchte euch 4 Tipps geben, die ich persönlich über die letzten 3 Jahre, wo ich Schweizerdeutsch unterrichte, hilfreich gefunden habe. Ihr wisst ja nur am besten, wie es ist, wenn man das erste Mal mit einem Schweizer Dialekt konfrontiert wird. Es ist vielfach so, dass man das Gefühl hat, man ist mit einer komplett anderen Sprache konfrontiert und versteht im schlimmsten Fall nur Bahnhof. Obwohl man viel Zeit und Energie ins Hochdeutsch investiert hat. Und das führt mich auch schon zum ersten Punkt. Hochdeutsch ist eine super Basis für Schweizerdeutsch. Wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt mit der deutschen Sprache, dann investiere besser am Anfang eure Energie aufs Hochdeutsch. Auch wenn ihr lieber direkt Schweizerdeutsch lernen. Da einfach darum, weil das Hochdeutsch eigentlich die Basis für Schweizerdeutsch bildet. Obwohl Schweizerdeutsch ganz anders tönt, die Satzstellung häufig anders ist und die Wörter verschieden ausgesprochen wären, ist doch die Grundstruktur die vom Hochdeutsch. Auch ist alles, was in der Schweiz geschrieben steht, zum Beispiel im Supermarkt, am Bahnhof oder auch in den Nachrichten, in den Zeitungen, offizielle Briefe, alles ist auf Hochdeutsch geschrieben. Also praktisch alles, was ihr leset oder offiziell ist auf Hochdeutsch. Und zum Lernen von Schweizerdeutsch haben es viel einfacher, wenn ihr die Grundlagen beherrscht und ein gewisses Verständnis mitbringt. So könnt ihr schnell Parallelen und Unterschiede erkennen und auch richtig einordnen, ohne dass ihr ein Durcheinander bekommt. Und es muss auch nicht perfekt sein. Lernt vielleicht so auf ein solides BEs-Niveau und dann könnt ihr schon langsam auch parallel mit Schweizerdeutsch anfangen. Zweitens, lasst euch nicht von der chaotischen Schreibweise verwirren oder sogar frustrieren. Schweizerdeutsch ist ja keine geschriebene Sprache, sondern eine gesprochene Sprache. Das heisst, es existiert keine einheitliche Schreibweise oder das wahre Schweizerdeutsch, wo jetzt quasi das Hochschweizerdeutsch wäre. Die Schrift ist ja ein wichtiges Instrument zum Sprachlernen. Gerade wenn man eher ein visueller Lerntyp ist, und das sind die meisten von uns, dann ist es relativ schwierig, zum gesprochenen Wort auch ein visuelles Beispiel zu haben, damit man sich es einprägen kann. Und da ist eben genau der Problempunkt beim Schweizerdeutsch, weil jeder einfach so schreibt, wie er es ausspricht. Und mit so vielen Dialekten ist da dann natürlich ein grosser Mischmasch. Und verständlicherweise ein mega Frustrationsgrund für viele. Und ich kann es total verstehen. Es ist für Lernende wirklich nervig. Das Gute ist aber, dass, obwohl jeder anders schreibt, es doch auch Gemeinsamkeiten und Muster gibt, die in den verschiedenen Dialekten vorkommen. Das heisst, die einzelnen Wörter wären zwar anders geschrieben, aber nicht so anders, dass man sie noch mehr erkennen will. Man sieht zwar einen Unterschied, aber mit der Zeit merkt man schnell, dass das gleiche Wort gemeint ist. Eine Nuance anders, vielleicht ein Buchstabe anders, aber grundsätzlich das Gleiche. Und wenn man dann auch noch vom Hochdeutschwissen profitieren kann, dann glaube ich, kann man immer besser und geschwinder verstehen, um was es geht. Darum ist meine Empfehlung, bleibt locker, bleibt cool und lasst euch nicht zu fest verwirren von den verschiedenen Schreibweisen, sondern nehmt die in euer Repertoire auf. Drittens, visuelles Lernen mit Schweizerdeutsch Lesematerial. Das schließt zu meinem vorigen Punkt an, und zwar der visuelle Aspekt. Ich merke es bei mir selber und auch bei vielen Schülern, dass das Sehen der Wörter und Sätze ganz essentiell ist. Darum sucht euch geschriebenes Material auf Schweizerdeutsch zum Lesen. Und ich weiss, das ist einfacher gesagt als gemacht und es ist nicht so einfach auffindbar, weil es gibt nicht so viel, zumindest auf den ersten Blick. Aber wenn man ein bisschen genauer heranschaut, dann kann man schon was finden. Es gibt zum Beispiel einige gute Schweizerdeutsch Lehrbücher auf dem Markt, wo ihr auch sehen könnt, wie die Wörter aussehen oder Gespräche und Text geschrieben stehen und auch Grammatik erklärt wird. Oder zum Beispiel Kinderbücher oder Märchengeschichten sind auch nicht selten auf Schweizerdeutsch geschrieben. Und man kann da in der Buchhandlung oder online finden. Eine gute Option sind auch Bibliotheken, vielleicht eine Dorf- oder Schulbibliothek, wo ihr diese Sachen ausleihen könnt.
Zudem gibt es auch gute Schulen und Lehrpersonen für Schweizerdeutsch, die auch ihr eigenes geschriebenes Material haben. Online könnt ihr relativ viele Lehrpersonen, Videos und Material, besonders für Anfänger, finden. Ich denke, wichtig ist, dass man zum Schweizerdeutsch lernen irgendeine visuelle Komponente braucht. Darum habe ich auch zum Beispiel meinen Podcast angefangen und schreibe immer auch Transkript auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, damit man eben diese Komponenten hat. So kann man für sich selber gut einordnen und hat eine Referenz zu dem, was man über das Hören aufnimmt. Und viertens, habt keine Angst zum Ausprobieren. Ich spüre bei vielen, die schon ein bisschen Schweizerdeutsch können, dass sie noch Angst haben, auf Schweizerdeutsch zu reden. Sie haben Angst, dass sie ausgelacht werden oder jemanden zu beleidigen, wenn sie quasi mit der Schweizer ihrer Sprache reden und vielleicht der Akzent stach ist oder mal ein falscher Ausdruck benutzt wird. Und es stimmt sicher, dass die Schweizer sich stark über Schweizerdeutsch identifizieren und stolz auf ihre Sprache sind. Aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden unter meiner Schweizer Kollegen und Bekannten, wo es nicht gut finden, wenn eine Person probiert, auf Schweizerdeutsch zu reden. Ganz ehrlich, ich denke, viele Schweizer freuen sich so gern, wenn man es probiert. Für mich ist es immer sehr beeindruckend, wenn jemand sich Mühe gibt und Schweizerdeutsch probiert und überhaupt kein Problem, wenn es auch mal ein hochdeutsches Wort drin hat. Darum habt den Mut, um einfach Schritt für Schritt mehr Schweizerdeutsch in euer Reden zu integrieren und wagt es einfach. Ja, und das war eigentlich schon alles vom heutigen Podcast. 4 Tipps, ich hoffe, es hilft euch. Es ist sicher nichts ganz Neues für euch, aber vielleicht soll es euch wieder ein bisschen daran erinnern, dass ihr es eben wagen könnt, was ihr vielleicht machen könnt, auch mit Schweizerdeutsch. Sicher nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich. Bleibt einfach dran, wagt es. Und ja, danke vielmals fürs Hören, wie immer. Transkript findet ihr auf meinem Patreon auch. Könnt auf meinen Kanal schauen, liket meine Videos, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche noch. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal.